Ja, begrüße die verehrten Zuschauer und Zuschauerinnen. Ja, liebe Leute, heute möchte ich euch einen Lokaltext vorlesen, den mein Bruderherz, der Karl Wozzeck, der Theatermacher, vor zig Jahren geschrieben hat. Die Lokalgeschichte heißt Kaffeedefizit. Das Lokal gibt es wirklich noch heute im 17. Bezirk auf der Herneiser Hauptstraße. Und nun beginne ich mit meiner Vorzimmerlesung. Kaffeedefizit. Hinter Red Bull-Dosen und Kerzenschimmer Mädchen und Bubengesichter aus Wachs. Die lachen, die grinsen, die flattern im Sitzen, die stoßen im Brustkorb in ihre Träume und brennen, brennen. Michael Jackson quietscht aus der CD-Anlage. Das Lokal, wie hunderte andere in dieser Stadt, im Jahre 1993. Sternzeichen, Palmen, Kitsch. Spiegeln, Spiegeln an der Wand. Wer ist das Scheinheiligste im ganzen Land? Du, Fremder, du! Aber hinter den Tischen, da flattern die Frischen. Die zündeln mit Augen und lachen und grinsen und sind tausendmal glücklicher als du. Warum gleich so? Ein rosiger Fleischhaufen und die Sonne im Feuerzeug ist ja auch. Warum nicht gleich? Der Schamhaar, der schämt sich. Der Schließmuskel schließt sich. Was soll ich das? Willst du da wichtig machen oder wie? Weißt was? Ich geb dir einen guten Tipp. Halt deine blöde Goschen, trink dein Bier aus und schleichte. Wenn nicht, gibt's einen aufs Maul. Ist das klar? Und jetzt tschüss, du Hirnwichser. Warum? Ich schau doch nur zu, ich bin Zuschauer. Ich schaue und vergesse mich selbst dabei, vergesse, dass ich mitspiele, dass ich Mitspieler bin, dass ich spiele, indem ich zuschaue und zuschaue, indem ich vergesse und vergesse, indem ich mitspiele, indem ich mitspielender Zuschauer bin. Zuschauer, Wegschauer, Dreckschauer, Speckschauer, in dem und außer dem fade Satz. Die Kellnerin lehnt lässig hinter der geschwungenen Holzbar und zwinkert wie ein freundliches Insekt. Ob ich bezahle? Ob ich für die Schäbigkeit meines bewusstlosen Seelenbrodelns bezahle? Am jüngsten Tag, vor dem Flammengericht, wo eine Legion riesiger Plastikposaunen eine ohrenzerschmetternde Orgelorgie von Johann Sebastian Bach herausquetscht. Und ich stramm dastehend wie ein Nussbaum, die Hände über der Stirn gefalten, nimm dein Prophetenhut und schmeiß ihn in Blutkiewe, stottere mir selbst als Strafe für mein schäbiges Sündenregister all die guten Taten vor, die ich im Namen der Gewissensbeißerei verbrochen habe. Bum, Tag! Scherzengel, Schmerzengel, der du den Ekel verherrlichst, ins Heizhaus mit dir, dröhnt jetzt der Flammenthron und wirft mich auf die Knie. Die Plastikposaunen spucken noch die letzten niedlichen Töne brutal über meine Schulter. Und ein schwarzer Nebelvorhang verdunkelt die grellgelbe Himmelskulisse. Ich kann es ertragen. Ich will nicht vertragen. Also, was steht im Märchenbuch? Entweder die rothaarige Kellnerin, die heuschreckenhaft über die Tische hüpft und jeden Gast zärtlich die Haare rauf, oder der Schnurrbartstrizi im Seidensakko, der mit dem Handtelefon hinter die Bar steigt und wichtig das Telefonbuch durchblättert und am liebsten Vanillepudding im Whiskyglas hätte. Und ihr Lokalrichter? Und ihr Innenverteidiger und ihr Angeklagter, wie stößen die Bierglaseln zusammen und bloßen Rohringau in die Luft und pfeifen mit den Rucken zur Nacht. Spiegeln an der Wand, wer ist der Einsamste im ganzen Land? Du, Fremder, du! Aber hinter den Tischen, da flattern die Frischen.
Die schupfen den Grabwurm mit ihrer Zunge, lachen und grinsen und sind tausendmal scheinheiliger als du. Na und? Ich bin ein Lichtwolf und heule euch wilde Bilder in die Ödlandschaft der fantastischen TV-Stunden und ihr seid Hyänen aus Marzipan. Nascht nur brav weiter. Ich liebe euch alle.